Hallo zusammen, hier ist der Kranklitus oder der Chris. Hoffe, es geht euch gut, hoffe, alles klar. Ja, was ihr hier seht, ist die Xbox One-Oberfläche. Und der Grund, wieso dass ich das zeige, sind die tollen Games, die ich momentan auf der Xbox One am Spielen bin. Das Ding läuft irgendwie so oft wie schon lang nicht mehr. Und wie gesagt, der Grund sind effektiv Games, wo man momentan mit Games with Gold heisst ja das Programm. Also so ein bisschen wie PlayStation Plus, aber Games, die es dort auch gibt, PlayStation Plus, ja, die sind schon in Ordnung, aber also häufig kommen wir die so ein bisschen vor, als hätten sie nichts anderes gefunden und schmeißen halt einfach mal irgendetwas rein. Ich sage sicher nichts dagegen, dass ich etwas gratis bekomme, aber ja, die Qualität ist wirklich massiv unterschiedlich, weil jetzt nur mal schnell zum zeigen, hier, Hand of Fate, das hat es glaube ich auch Ende letzten Monat gegeben. Ein Gratis-Game, eben mit Games with Gold. Das ist eigentlich ein Kartenspiel mit so ein bisschen Action-Anleihen. Gefällt mir sehr gut, habe ich schon lange mal kaufen und bin irgendwie nicht wirklich dazu gekommen. Habe irgendwie auf einen Rabatt gewartet oder was auch immer und das jetzt so gratis zu bekommen, ist absolut genial. Kurz darauf hat es dann Sherlock Holmes gegeben, Crimes and Punishments. Auch ein Game, das ich mir schon länger mal ziehen wollte, wo ich gerne so ein bisschen auf einen Rabatt bei Steam habe gewartet. Und dass ich das jetzt hier gratis ausprobieren kann, freut mich außerordentlich. Und dann geht es gerade weiter. Ich glaube, ab heute kann man dann das Ding. Es ist schnell das Menü checken. Wo ist sie? Lords of the Fallen. Das kann man ab heute gratis mit Games with Gold bekommen für die Xbox One. Und auch hier hat mich eigentlich interessiert, ist ja so ein bisschen ein Dark Souls-mässiges Game und ja, wieso nicht mal probieren? Und ich freue mich echt schon drauf, dem einen Versuch zu geben, weil es ist eigentlich so, dass ja, auch das hätte ich gerne mal ausprobiert und ich weiß nicht, ob das jemals auf der PS4 wird rauskommen. Ich weiß, Bedingungen sind ein bisschen anders mit den Games und so weiter, aber nichtsdestotrotz, also Microsoft macht hier echt einen guten Job und was natürlich für mich persönlich auch genial ist, jetzt ist die Definitive Edition vom Ori and the Blind Forest rausgekommen. Das ist ja das wunderschöne Jump Run, das ich jetzt auch wieder ein bisschen am Spielen bin. Ich habe die normale Version schon geliebt und finde es jetzt auch hier wieder genial. Ist momentan nur exklusiv für Xbox One, wird ja auch auf dem PC rauskommen. Aber ja, ihr seht, interessante Zeit, muss wirklich sagen. PS4 haben sie ja jetzt gerade PlayStation VR angekündigt, wo ja im Oktober rauskommen soll. Spätestens dann bin ich sicher wieder ein bisschen am Spielen. Jetzt im April kommt ja eben das Quantum Break raus. Mai dann Uncharted 4, das muss sagen, ist korrekt. Und klein drauf dann auch das Doom, was ich dann wiederum auf dem PC auch wieder spielen. Das heisst, es hat auf allen Plattformen momentan echt etwas zu tun, aber eben, Xbox One läuft wirklich oft. Jetzt nur mal kurz zum zeigen, für die es interessiert. Viele Leute wird das alle nicht ansprechen, das ist auch absolut in Ordnung. Schlussendlich ja, geht es ja darum, dass es eigentlich ein Kartenspiel ist und die sind heutzutage ja nicht mehr ganz so gefragt. Ja, ich hoffe, es hat der Ton jetzt nicht doppelt aufgenommen. Wir jetzt noch schnell am Laptop müssen den Sound deaktivieren, den ich aufnehme. Ja, das Einzige, was ein bisschen leid ist, sind die Ladezeiten. Auf der Xbox One, ich nehme an, auf der PS4 sind sie ähnlich und auf dem PC sind sie auch ein bisschen flinker. Weil bis halbe Kämpfe starten. Ich habe noch vor ein paar Jahren ab und zu mit dem Trapid und dem Quasti auch so ein bisschen echte Kartenspiele gespielt. Darum ist für mich das nicht allzu unbekannt hier. Und zwar haben wir dort den Kartengeber gesehen und hier sind eigentlich die verschiedenen Levels oder Missionen. Hier hast du jeweils einen Endgegner, den du finden musst und auch natürlich schlagen, damit du weiterkommst. Und ich bin jetzt hier beim letzten, schwierig finden. Eines Tages werde ich das schon knacken, aber das könnte noch eine Weile dauern. Der Schuppenkönig, hä? Jetzt sieht man hier rechts am Rand immer, was man für Flüche noch dabei hat. Das sind Sachen, die einem einschränken, Sachen, die einem negativ beeinflussen. Und schlussendlich geht es dann eigentlich darum, dass man sein eigenes Kartendeck bildet.
Und auch hier ist es relativ simpel. Man hat hier oben verschiedene Waffen, man hat Schilder, Rüstung, Helme, Handschuhe, Artefakte und auch noch Ringe. Und von dort kann man eigentlich 32 auswählen, kann hier unten in sein Deck tun und die werden dann im besten Fall natürlich möglichst zahlreich im Spiel auftauchen. Man hat aber eigentlich nicht wirklich einen direkten Einfluss, was da auftaucht und was nicht. Das Gleiche kann man in dem Sinn mit den regulären Karten machen. Das heisst, das sind alles so verschiedene Missionen oder eben Zeichen, Begegnungen und mehr oder weniger positiv werden die ausfallen. Darum kann man auch hier so ein bisschen mischen. Es gibt auch Kartensets, die eigentlich wie eine fortlaufende Mission funktionieren. Wenn man es abgeschlossen hat, bekommt man dann die nächste Karte von diesem Set und so weiter und so fort. Ich will mich nicht zu fest verwirren. In der Mitte gibt es dann noch so Modifikatoren, aber das ist eigentlich nicht nötig, die anzuschauen. Also, vielleicht muss ich dann noch ein bisschen in den tieferen Levels spielen, um alles noch freizuschalten, was ich brauche. Es kann sein, dass ich irgendetwas völlig übersehe und wegen dem halt leider nicht weiterkomme. Also, jetzt zeigen wir mal schnell zeigen, der Kartengeber, was hier so rum ist. Und ich habe jetzt die Fähigkeit, dass wir am Anfang alle Läden aufgedeckt werden mit einem Ring. Und ja, auf der linken Seite hat er das Gold, die Rationen und die Gesundheit. Die Rationen werden gebraucht, um vorwärts zu kommen. Das heisst, wenn ich jetzt mit dem Männchen hier auf den Laden zulaufe, mache ich gerade. Am Anfang bekommt man gang irgendwie ein Rüstungsteil. Hier habe ich jetzt ein Helm bekommen. Und noch eine heilige Berührung. Okay, dass die Gegner untote mehr Schaden bekommen. Okay. Also, let's go. Jetzt können wir hier in den Laden, weil wir aber noch kein Geld haben, lohnt sich das nicht wirklich. Die Karte wird gerne grösser, man kann das Bild ein bisschen besser anschauen, es gibt einen Text dazu. Und dann kann man immer auswählen, was man will. Wir laufen zum Laden vorbei und gehen mal sonst gerade gegen runter. Jetzt haben wir hier so eine Höhlenrettung, wo so eine Holde Maid von irgendeinem bösen Wicht gefangen gehalten wird. Ja, also, jetzt tut der Geber eine Monsterkarte ziehen. Jetzt haben wir hier 4 Staubgegner. Die roten Kreise symbolisieren, wie stark das sie sind. Und das ist eigentlich cool. Jetzt kann ich euch gerade den ersten Fight-Mode zeigen. Und hier sind eben die langen Ladezeiten, die einem die Gelegenheit geben, mal schnell einen Schluck zu trinken. Oder ein bisschen auf dem Handy oder auf dem Laptop nebendran zu surfen. Und es ist eigentlich noch gut gemacht. Es ist relativ simples, ich sage jetzt mal, Arkham Knight Kampfsystem mit Schlagen, Blocken, Ausweichen. Und lockert eigentlich das ganze Kartenspiel schon noch ein bisschen auf. Also jetzt können wir hier mal auf den reinschlagen. Es wird gang signalisiert, wenn jemand angreift, das ist also noch nett. Und dann versuchen wir dann jetzt einfach ein bisschen auszuweichen. Zum Teil wird auch noch geschossen. Und es sieht jetzt vielleicht ein bisschen simpel aus. Ist es auch noch gerade momentan. Es wird dann aber auf jeden Fall schwierigere und grössere Gegnerkombinationen geben. So, ja. Schwenken. Die Animationen sehen auch ein bisschen spässig aus, aber ich sage jetzt mal, man kann denen eigentlich schon verzeihen, weil ja, es ist ja so ein Bonus eben zum Kartenspielen. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat in diesen Runden, je nachdem, was man für Ausrüstung das man hat, sind die schon noch abwechslungsreich und interessant. Also jetzt hätte ich das geschafft. Jetzt bekomme ich 3 Gewinnkarten. Jetzt kann ich 3 Ausrüstungen oder 3 Waffen ziehen und eine davon behalten. Jetzt kann ich hier eigentlich auswählen, was ich will. Die rostige Achse ist halt ein bisschen die Verarschung. Die schmuggeln da rein, die sollte man nicht nehmen. Jetzt der Gildemeisterring, weiss ich gar nicht, was der macht. Okay, eine Ration, wenn ich zum Laden gehe, das ist immer hilfreich, weil Rationen sind sehr wichtig. Und das Schild vom Skelettkönig hat nichts mit dem Diablo zu tun. Genau, kann man sie betäuben, das ist eben auch noch gäbig. Darum nehme ich mal das Schild. Und dann sieht man links auch gerade das, was ich momentan ausgerüstet habe. Wird ich noch gefragt, ob ich das ausrüsten möchte. Gibt es noch 3 Gold. Und noch die letzte Karte, 3 Rationen pro Säge. Das gibt einfach 3, weil ich nur ein Säge habe. Also, jetzt gehen wir hier weiter zur nächsten Karte. Und das ist scheinbar schon der Ausgang von diesem Level.
Jetzt könnte ich noch einmal raufgehen und mir ein paar Sachen holen. Aber ich denke, ich tue jetzt sonst gleich die Treppe verwenden und gehe in die nächste Stufe. Zum Teil wird man hier noch ein bisschen überfallen. Und jetzt seht ihr hier, jetzt bin ich hier vom Fluch befallen, ziehe eine Karte und habe 5 maximal Gesundheit verloren leider. Okay, der Laden wird aufgedeckt. Ja, das Darlehen ist ein cooler. Da bittet einer um Geld. Und zwar sind es echt 20. 40? Oh, das ist ein teurer Cape. Okay. Ja, jetzt habe ich leider nicht 40. Der Vorteil ist, wenn ich jetzt 40 würde zahlen, könnte ich nach 10 Spielzeugen immer 3 Geldkarten ziehen. Und zum Beispiel die Darlehenskarte, das lohnt sich auf jeden Fall dort zu investieren. Das hat man relativ schnell wieder zurück. Jetzt kann ich mir leider nichts geben. Er ist ein bisschen unzufrieden, aber was willst du machen? Jetzt ziehe ich eine weiter. Jetzt haben wir hier einen Fremden im Schatten. Das ist zum Teil ein Vampir oder ein anderes Gesindel. Er benötigt Nahrung. He? Und genau das ist jetzt ein Vampir. Er will uns nämlich Gold geben, für das, dass er uns Vitalität aussaugt. Lehnen wir ab oder stimmen wir zu? Ich würde sagen, stimmen wir zu. Genau, jetzt saugt er hier so ein bisschen am Hals. Hat er saugen. Wir wehren ihn ab und jetzt greifen wir den Cape an. Und jetzt kommt auch noch ein wichtiges Element. Jetzt hat man hier 4 Karten. Und ja, jetzt kann man auswählen, ob man Erfolg oder Misserfolg hat. Ich nehme fast immer die zweite Karte von links, weil die ist in meinen Augen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als alle anderen eine positive. Naja, also jetzt habe ich 3 Goldgewinnkarten, das ist nicht schlecht. Haben wir hier 10 Gold, 7 und 15. Das wären die 40 von vorhin. Mal schauen, ob der uns das Geld noch nimmt. Gehen wir einen zurück, verlieren halt wieder eine Ration. Aber jetzt können wir dem tatsächlich die 40 Gold geben. Und jetzt bekommen wir eben die Karten, wo wir nach 10 Schritten jeweils 3 Goldkarten ziehen können. Gewisse Goldkarten haben 40 Gold drauf, andere natürlich nur 5. Laufen wir mal weiter, jetzt verlieren wir einen Segen. Nein, jetzt verlieren wir die gerade. Die mit dem Gold. Oh Scheiße. Also. Jedes Mal, wenn ich das Game starte und eigentlich den gleichen Gegner bekämpfe, es ist wirklich komplett anders, weil die Karten logischerweise auch immer anders gemischt und ausgegeben werden. Darum sehr, sehr interessant und eben, wenn einem das Spielprinzip gefällt, kann es einem für relativ lange Zeit fesseln. Das zeige ich noch ganz schnell, wie man so einen Golem fertig macht. Und dann werde ich dann auch wieder zum nächsten Game wechseln. Es geht hier nicht darum, irgendjemanden von Xbox One zu überzeugen. Aber das Angebot, das momentan eben gerade zu sehr günstigen Preisen oder gratis vorhanden ist, ist wirklich, wirklich sehr gut. Wirklich sehr gut. Der eine oder andere wird sicher ein bisschen Division spielen. Ja, mir hat es noch nie reingesogen, weil schlussendlich ist es eigentlich ein Destiny, das ein bisschen anders aussieht. Und ja, ich weiß nicht, ob das Destiny wirklich so gut ist rausgekommen. Es ist sicher ein gutes Game, was Division auch ist. Aber es ist einfach schon so gemacht, dass man halt einfach schon ziemlich abhängig gemacht wird. Das ist drüber als beim Call of, finde ich. Für mich persönlich. Also, da vorne haben wir den Golem. Und das ist eigentlich ein dummes Bürstchen. Sieht zwar relativ gefährlich aus, aber das kann eigentlich nichts. Jetzt kann man den 3 Mal schlagen. 1, 2, 3. Dann wieder so ein bisschen hässig. Gibt eine Schockwelle. 1, 2, oh, 3. Ui, aufpassen. Da ist noch so eine Falle, das hat es zum Teil auch in den Levels halt, wo man auch aufpassen muss, dass man nicht reinsteht, sonst gibt es einem oder nimmt einem ein bisschen Leben weg, besser gesagt. Der Golem ist eben voll easy, wenn du allein auf ihn triffst. Wenn aber noch andere Gegner dabei sind, dann ist es richtig tough. Also, gerade mit seiner Schockwelle und auch mit seiner grossen Distanz, die er abdecken kann, muss man wirklich aufpassen. Aber allein ist er eben easy fertig zu machen. Yes, noch beim letzten Schlag einen gegeben. Zum Teil gibt es noch ziemlich schöne so Schlussanimationen. Nicht der, der Hager abruggelt. Ja, yeah, jetzt habe ich den besiegt. Und als Dank gibt es von den Dorfbewohnern so eine kleine Ration. Gehen wir doch noch schnell schauen, was das ist. Okay, es hat 5 Essensrationen gegeben. Und jetzt hier, ja also, das wäre wieder der Ausgang. Das ist eben auch so ein Ring, den ich anhabe. Immer wenn ich den Ausgang betrete, zeigt es mir alle Karten
vom ganzen Level. Jetzt warte ich noch schnell, weil das scheint jetzt doch noch schöner zu werden. Das Erz ist eigentlich ein Rohstoff, aus dem kann ich dann mit gewissen Karten etwas schmieden. Und darum nehmen wir den einfach mal mit. Es gibt auch immer einen Text, der halt ähnlich oder gleich ist, den ich jetzt auch schon ein paar Mal durchgelesen habe. Darum klicke ich hier ein bisschen weiter. Und jetzt gehen wir noch zur Maid. Die ist nämlich richtig nice. Er reitet nicht nur auf einem zugestonten Einhorn, sondern versucht uns auch zu helfen. Jetzt kann ich wählen, ob ich ein längeres Leben möchte, das heisst mehr Gesamtgesundheit. Möchte ich ein paar Vorräte, dort habe ich mit 22 eigentlich noch genug. Gold könnte ich absolut brauchen. Und dann das Beste oft ist eben, dass man gesegnet wird, weil das gibt einem irgendeinen Vorteil, den man über die ganze Zeit brauchen kann. Fernangriff, dann bekommt der Gegner eine Betäubung. Okay, das nehme ich. Also, vielleicht hätte ich gescheiter das Geld genommen, aber das werden wir jetzt sehen. Jetzt verliere ich schon wieder ein Sagen. Genau den, den ich vorhin... Ah nein, den, den ich ursprünglich bekommen habe. Naja. Das mit dem Sagen verlieren liegt eben daran, dass alle paar Runden wegen dem Endgegner wird mir eine Karte genommen oder irgendetwas Negatives halt angehaftet und von dem her verliert man dann auch wieder etwas. Ja, die Zusatzregeln machen die verschiedenen Gegner auch sehr interessant. Und ich frage mich jetzt gerade, wer von euch jetzt mehr verwirrt ist als anfänglich und wem das ins Game gleich schmackhaft machen können. Also die eine Xbox One haben, können das ja gerne mal ausprobieren, wie es ihnen gefällt, weil es gibt echt auch noch interessante Storys dazu. Wie jetzt zum Beispiel hier der Weiße Rat. Eigentlich möchte ich schon lange hören und werde dann gleich wieder reingezogen. Jetzt bin ich sowieso ins nächste Level schon gewechselt und habe somit eigentlich gerade verkackt, weil dort hat es noch ein paar gute Sachen zum Nehmen gegeben. Aber egal. Ich kann es wirklich empfehlen. Sollte immer noch gratis sein. Versucht es doch mal aus. Ja, Sherlock Holmes kann ich eigentlich nicht gross zeigen. Es ist so aus der dritten Perspektive. Man tut so Sachen aufklären. Ich finde es schön gemacht, finde es interessant. Fällt der Charakter auch gut ein. Ja, wenn es das noch gibt, wieso das nicht auch holen? Und dann hier jetzt Ori, wer der Vorgänger schon hat, zahlt nur 5 Steine. Und wer ihn noch nicht hat, was ist es, 15 oder 25, ich kann es gar nicht genau sagen. Aber jeden Rappen wert, hey. Wirklich, wirklich der Hammer. Es wird ja auch ein bisschen geladen. Das ist eigentlich etwas vom Leidern bei Xbox One und PS4, einfach die elenden Ladezeiten. Und bei PS4 kann man es ja ein Mühe schneller machen mit einer SSHD oder mit einer SSD. Und ich habe jetzt gesehen, bei Xbox One, wenn man eine externe HD anhängt, auch ein bisschen schneller, kann man vielleicht die Ladezeiten auch ein bisschen kürzen. Aber ich hoffe echt, dass die nächsten Konsolen dort nach der Stufe weiter sind, weil ja, die Ladezeiten sollten eigentlich in meinen Augen etwas sein, das ein bisschen der Vergangenheit angehören. Ich weiss, dass die braucht und ich weiss auch, wie das technisch funktioniert. Aber eben jetzt gerade mit den SSDs auf dem PC geht es so schnell. Ist schade, haben die Konsolen das eigentlich ein bisschen verpasst. Oder wollen das gar nicht unterstützen. Also, Ori, eben ja, Jump and Run. Unglaubliche Grafik, wirklich. Ich finde es gang noch etwas vom Wunderschönsten. Und ich habe das letzte Mal gedacht, wenn die Kleine mal ein bisschen älter ist, wird sie das Game ganz sicher auch mal dürfen anschauen oder sogar spielen. Weil ja, es gibt in dem Sinn auch nicht wirklich allzu brutale Sachen. Klar werden Gegner ausgelöscht, aber das Ganze ist wirklich so ein bisschen wie ein Märchenbuch. Also jetzt bin ich hier irgendwo, wo es kalt ist. He? Und dann hat man mir gesagt, dass es hier irgendwo so eine Kugel gibt, die ich aufheben sollte. Jetzt tue ich zuerst noch schnell gerade hier oben das Puzzleteil holen. Es hat ein paar Erneuerungen gegeben bei diesem Game, die es extrem vereinfachen. Und es hat, glaube ich, 2 neue Welten gegeben, die die Story noch ein bisschen erzählen, im Vergleich zum ursprünglichen Game. Und sonst ist es eben, wie gesagt, wunderschön anzuschauen, hat einen wunderschönen Soundtrack und ist bockschwer. Das Game ist wirklich, wirklich heftig. Jetzt, das ist auch die ultimative Verwirrung mit der Steuerung, weil, obwohl das man jetzt raufgeht, bleibt die Steuerung eigentlich gleich. Das heisst, wenn ich führen will, muss ich gegen links drücken.
Und nicht etwa so, wie es auf dem Bildschirm ist, gegen oben theoretisch. Und hier bin ich gestern auch nicht mehr wirklich weitergekommen. Lassen wir das schnell fallen. Dann fallen wir nämlich auch runter. Genau. Und dann bewegt sich da unten etwas durch. Jawohl, jawohl. Kann ich also Welt empfehlen, das Game. Jetzt muss ich noch schnell ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn man es dann mal geschafft hat, ist man dann schon ein bisschen stolz auf sich, wenn ich das so darf sagen. Weil gewisse Abschnitte eben sind wirklich bockschwer. Und... Ui, sorry. Jetzt verzieht es mich hier hinten. Jetzt macht es mich fertig. Das ist doch jetzt ein perfektes Zeichen für das Game. Oh mein Gott. So, ich nehme schnell hier die Kugel. Come on. Dann ziehen wir doch schnell zurück. Wenn es dann auch funktioniert, genau. Da ist jetzt noch die elende Spinne. Jetzt machen wir das auch noch fertig hier. Hey Jungs, ich bin echt gerade in der falschen Verfassung, um das jetzt zu machen, weil das ist jetzt echt noch ein bisschen tricky. Schaffe ich das auch ohne die mühsame Kugel mitzunehmen? Nein, doch, wir ja auch nicht wirklich rauf. So, nein, das lag. Nein. Ui, wobei, von hier aus vielleicht. Nein, so nicht. Das ist aber auch nicht das Lustige, das ist etwas Neues hier, der Lichtball, den man rausschießen kann. Und so kann man auch in gewissen Gebieten, wo man eigentlich gar noch nicht herkommen sollte, kann man auch gleich reinziehen. Was ich eigentlich noch cool finde. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt von hier aus nach weiter wird es ziemlich schwierig. Mal schnell schauen, ob ich mich hier aufspicken kann. Weil das müsste ich eben alles mit dem mühsamen Lichtball machen, der hier mit mir mitzieht. Aber wie gesagt, der ist halt schon ein bisschen mühsam. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Das kann man hier jederzeit schnell abspeichern, wenn man genug Energie hat. Und jetzt weiss ich gar nicht, wo ich her sollte. Hier über in diesem Fall. Schnell mal schauen. Ja, yeah, jetzt kann ich das schon mal aktivieren. Nice. Es gibt mir dann so einen kleinen Überblick über die Karte. Okay, dort hinten wäre ein Teleporter. Da gehe ich auch gescheiter mal rüber. Genau, perfekt. Mal abspeichern. Hier oben jetzt noch ein paar Gegner. Okay. Ich bin natürlich jetzt auch ziemlich gäbig aufgelevelt. Wie ihr seht, hier habe ich eigentlich alle bis auf eine Fähigkeit. Und hier im Fähigkeitenbaum bin ich eigentlich auch schon gut vorwärts gekommen. Es ist immer die Frage, ob man zuerst halt die Waffen, das Auffinden oder die Agilität verbessert. Ich glaube, beim ersten Mal spielen habe ich mich auf die Waffen konzentriert und das Mal habe ich zuerst die Agilität voll aufschrauben. Aber das kann man auch selber ein bisschen wählen, wenn man das machen möchte. Jetzt hier hinten noch so eine Frechtachse. Schnell schauen, dass ich den metzgen kann. Genau. Performance ist nicht allzu kribbelnd, leider, auf der Xbox One. Mir denkt, es ist noch häufig so, dass es ein bisschen ins Stocken kommt. Und das ist eigentlich noch schade. Oh mein Gott. Ja, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter ohne den Ball. Schnell abspeichern, den Ball mal aufnehmen. Und der macht ja einerseits eben, dass das Feuer erlischt und andererseits auch, dass ich hier etwas machen kann. Was auch immer das soll heissen jetzt. Jetzt habe ich auch keine Blasse mehr, wenn ich dort raufkomme. Was ist denn? Ah, hier kann ich drüber laufen. Ah so, wow. Wenn ich jetzt hier drauf hüpfe. Ja, genau so. Yes! Nice. Also, sie haben wirklich auch noch so ein paar coole Spielereien eingebaut, wo man das schon ein bisschen das Hirn brauchen muss. Uiuiui. Sonst wird das nachher leiden. Ui. Apropos leiden, ja. Es ist schnell wieder da raufgekommen.
Ja, nein, das tut mich so draus mit der Steuerung. 1, 2, 3. So, genau. Das ist schön gelangt. Jetzt können wir den Baum anlegen. Wow, das ist noch eine enge Gerade, die ich hier durch muss. He? Probieren wir das mal. 1, 2. Blitzen. Uiuiui. Ah, okay, okay. Also, dann nehme ich hier den Ball. Springen hier über. Schnell schauen, ja, genau so. Hüpfen hier so drauf. Dann sollte ich hier gerade runter. Nice. Und da unten passiert jetzt auch noch das Gleiche. Ihr seht, da bewegt sich irgendetwas, wo ich vielleicht nicht in Kontakt möchte kommen. Schnell weg. Ist es mühsam, das Teil? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich so vorgesehen ist, dass man es so gemacht hat. Aber funktioniert hat es jetzt. Alright. Yeah, aber vielleicht am Oben her, wenn man ein bisschen müde ist, etwas zum Entspannen und gleichzeitig noch eine Herausforderung sucht, ist das Ori wirklich ein sensationelles Game. Macht mir echt Spass. Finde ich wirklich der Hammer. Ja, dann eben, Lords of the Fallen. Ich habe es noch gar nicht gestartet jetzt. Vielleicht mache ich das als erstes gerade mal so als Abschluss vom Video. Yes, es geht. Hey. Ich bin schon lang am Texten und am Zeigen. Aber wenn sieht man schon 3 Games. Ja, im Video. Das gibt es auch nicht allzu oft, denke ich. Jetzt hoffe ich einfach, dass mit dem Tor alles stimmt. Sonst wird es aber leid, wenn man das Zeug noch einmal einspielen muss. Hallo Ladezeiten, jawohl. Ein wunderschöner schwarzer Bildschirm. Lords of the Fallen hat ja am Anfang extreme Lampen gehabt, gerade auf dem PC vor allem auch. Aber auch auf der Konsole ist es, glaube ich, ein bisschen von Bugs geblockt worden. Und nach dem einen oder anderen Patch sollte das jetzt schon gefixt sein, hoffe ich. Mal schnell reintauchen hier. Oh je, soll ich das jetzt alles lesen? Magierklasse. Aha, Magieklasse, okay. Trost, Prügel, Täuschung. Eigentlich sollte man jetzt zuerst mal schnell googlen, was man wählen soll. Aber grün ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Darum nehme ich jetzt einfach mal grün, ohne eine Blasse zu haben. Jetzt hier die Ausrüstungsauswahl. Ja, das ist ein Brief für sich. Krieger, Schurke und der Kleriker. Ja. Da haben wir unterschiedliche Rüstungswerte, unterschiedliche Balance, unterschiedliches Gewicht. Ja, also. Sonst nehme ich einfach mal die gute Mitte. Jawohl. Was ich jetzt auch immer hier gemacht habe. Jawohl, das ist ja so ein bisschen beim Dark Souls, hä? Drücke LB, um das Schild aufzuheben. Gut. Was haben wir hier noch? Okay, je nach Gewicht hat man unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten. That's alright. Jetzt kommt ja sicher noch ein unglaublich spannendes Intro. Und ich habe eigentlich schon gerne Storys in den Games, aber zum Teil wollte ich einfach auch nur gamen. Hey, vor allem, was soll das du? Was sind das da für Steine? Ja, tut mir leid, Jungs, wer das Intro gesehen soll doch auf YouTube schauen. Und so nähert sich die Suche nach Antanas. Aha, ja, okay. Also das ist wirklich eine äußerst spannende Geschichte. Eieieiei. Ja, die schon ein bisschen älter sind, wisst ihr noch, die Zeiten, wo man noch Module hatte, wo man einfach die Konsole geshoppt und dann eingestellt und dann tack ist es losgegangen. Okay. Ja, aha, okay. Eine grosse Herausforderung. Okay. Können wir damit 10 auf die Mütze geben? Fokussieren, okay. Rechter Stick.
Was haben wir da? Jetzt gibt es einen aufs Maul. Ah nein, Schild abgewehrt, gut. Schnellen Schlag mit RB. Zack. Das war ein schneller Schlag. Das ist auch geil. Ausweichen mit A, he? Gut, ja. Ja, die Grafik ist nicht so schlecht. Ich sehe jetzt gerade, dass die Auflösung nicht allzu hoch ist. Okay, jetzt machen wir einen schweren Schlag. Noch einen nachhängen und dann haben wir den. Orange Balken ist die Energie, ja. Okay. So, drücke A, um den Abenteuer zu beginnen. Da ist irgendetwas Leuchtendes, hä? Ist recht düster, aber das gehört auch zum Setting. Es liegt da in am Boden, hä? Ja, das ist es auch schon gewesen. Ah nein, hier haben wir eine Tür. Die Tür ist verschlossen, hä? Ja, der war's. Der laufe ich sonst mal hier raus. Da ist auch zu. Hä? Ja. Ah, sprich mit Caslo. Okay, gut. Hey, easy gehen. Die Zeit ist wirklich schon weit fortgeschritten. Wer Xbox One hat, das Game noch nie gespielt hat, wieso nicht? Lords of the Fallen. Versuche es doch mal. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und beim nächsten Mal, wenn ich wieder mal etwas zu erzählen habe, schönen zusammen.